Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrauer Zeitung Panorama. Diese Themen haben wir heute für Sie parat. Der Kultursommer Grindelwald bietet ein bunt gefülltes Programm. Die Maßnahmen gegen den Stau in der Thuner Innenstadt wurden getestet und ausgewertet. Die Gemeinde Schangnau sucht nach Helferinnen und Helfern nach dem Unwetter im Emmental. Aber vorher haben wir noch die heutigen News für Sie parat. Bahnstrecken und Strassen teilweise wieder offen. Am Montag ist es aufgrund heftiger Unwetter zu Erdrutsch und Verkehrsbehinderungen gekommen. Zwischen Brienz und Oberried ist ein Regionalzug vor der Zentralbahn wegen einem umgestürzten Baum entgleist und auch die Strasse zwischen Rinkenberg und Brienz war gesperrt. Mittlerweile sind die Aufraumarbeiten vorangeschritten. Das Oberland bekommt den Zuschlag für einen neuen Beruf. Das gibt es nicht alle Tage. Im Sommer 2023 entsteht der Schweiz ein neues eidgenössisches Fähigkeitszeugnis im Bereich Digitalisierung. Seit dem Herbst 2020 arbeitet die ICT Berufsbildung Schweiz zusammen mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern aus der KV- und ICT-Branche an der neuen Berufslehre Entwicklerin Digitales Business EFZ. Ab August können die ersten Lehrstellen ausgeschrieben werden. Der Zuschlag für einen Berufsschulstandort im Kanton Bern hat Thun mit der Wirtschaftsschule Thun bekommen. Orey Füssli übernimmt der Berner Lehrmittelverlag. Orey Füssli übernimmt die Mehrheit am Lehrmittelverlag HEB. Mit diesem Schritt wird Orey Füssli zum grössten privaten Schweizer Lehrmedienverlag. Das Unternehmen redet von einem deutlichen Ausbau des Portfolios im attraktiven Markt. Im Rahmen des Kultursommers Grindelwald finden verschiedene Events am Berg und im Dorfkern statt. Menschen aus aller Welt können dabei den ganzen Sommer in ein bunt gefülltes Kulturprogramm eintauchen. Ben Abecklen weiß mehr darüber. Wir bieten eine Plattform hier in Grindelwald, neben der landschaftlichen Schönheit auch ein kulturelles Angebot, eine Plattform von traditionellen Anlässen bis hin zur modernen. Im Hintergrund sieht man schon den Aufbau von der Stage für die nächsten Konzerte, die wir hier haben. Ich glaube, es wird ein grosser Erfolg sein und in diesen nicht ganz einfachen Zeiten wichtig, dass man sich ein bisschen so ausleben kann. Wir auftreten hinter der alten Post, hinterst im Dorf, mit der Trachtengruppe zusammen, mit der Musikgesellschaft, Fahnenschwinger und Alphornbläser. Und probieren dann einen schönen Abend zu haben zusammen. Ja. Das Angebot vom Kultursommer in Grindelwald sind vor allem mit Plätzchen. Es findet überall statt, es findet im Tal statt, es findet auch am Berg statt. Es ist wunderbar, dass auch kleine Betriebe Teil von dem sein können und so ein gutes Angebot bieten können. Eine riesige Freude, dass wir mit dürfen, weil jetzt war 2 Jahre wirklich nichts. Und wir werden einfach mit grösstem Enthusiasmus und unserer Faszination ins Rennen steigen und wieder Konzerte spielen können. In der ersten Jahreshälfte 2022 wurden verschiedene Maßnahmen gegen den Stau in der Thuner Innenstadt getestet. Der Kanton Bern und die Stadt Thun haben die Ergebnisse nun ausgewertet. Was dabei rausgekommen ist, weiß Rebecca Affolter. Wir haben heute das Ergebnis der Erfolgskontrolle zu den Sofortmaßnahmen präsentiert. Könnt ihr die vielleicht kurz zusammenfassen, was da das Fazit ist? Genau, es war ja ein Satz von Massnahmen, die der Kanton ergriffen hat auf seinen Strassen und Massnahmen, die die Stadt ergriffen hat auf unseren Strassen. Da kann man sagen, die Reisezeitstabilisierung die hat funktioniert. Wir haben nach wie vor in der Abendspitzenstunde relativ hohe Reisezeiten, also Stausituationen auf der Hofstetterstrasse. Das ist aber nur zeitlich etwa halb so lang, wie es vorher war, vor diesen Optimierungsmaßnahmen. Wir haben deutliche Reisezeitverkürzungen außerhalb von dieser Abendspitze. Die STI meldet deutlich bessere Fahrplanstabilität und wir haben auf der städtischen Achse
Berntorplatz bis Gisantplatz während dieser Zeit, wo wir die Haltestelle Marktgasse verschoben haben, eine Reisezeitgewinn von 40 Sekunden auf einer relativ kurzen Strecke, also eine deutliche Verbesserung. Die Aufhebung der Einbahnstraße ist schon ein viel diskutiertes Thema. Was bedeutet jetzt das Ergebnis der Erfolgskontrolle für die Aufhebung? Genau, wir haben im Vorfeld miteinander abgemacht, dass wenn die Sofortmaßnahmen, die wir jetzt evaluiert haben, die quantitative Zielsetzung erfüllt, dass das Thema Verkehrsversuch, Aufhebung, Einbahnregime vom Tisch wäre. Im Umkehrschluss müssen wir jetzt sagen, weil wir die nicht erreicht haben, dann stellt sich halt jetzt die Frage. Und als Vertreter jetzt vom Thuner Gemeinderat kann ich sagen, wir haben morgen eine Gemeinderatssitzung, wir werden uns morgen mit dieser Ausgangslage befassen, stellen uns dem Thema von einem Verkehrsversuch und werden dann anschliessend kommunizieren, wie wir das Thema angehen wollen. Was erwartet ihr persönlich von der Zukunft? Ich denke, das wird noch ein schwieriger Prozess werden, die Einigung, weil halt die Nachteile auch nicht so im Vorfeld eindeutig erkennbar sind, die sich daraus ergeben können und für wen sie sich ergeben können. Und von dem her werden die Akteure, jetzt auch politischen Akteure, die heute einigermaßen zufrieden sind mit der Situation, halt tendenziell eher auf Ablehnung gehen bezüglich so Versuche, einfach zum sicher sein, dass es für sie keine Verschlechterung gibt. Und Einzelne werden aber finden, doch, diesen Versuch müssen wir jetzt machen. Also es wird auch einen schwierigen Einigungsprozess geben, aber ich kann das Ergebnis so nicht vorwegnehmen. Nach dem heftigen Gewitter über dem Emmental sucht die Gemeinde Schangnau nun nach Helferinnen und Helfern fürs Aufräumen. Die Behörden sprechen von enormen Sachschäden. Daher wurde auch ein Spendenaufruf erfasst. Das war's auch schon wieder mit dem heutigen Panorama. Auf unserer Homepage und in unserer App finden Sie noch mehr Informationen zu den einzelnen Themen. Unsere Kollegen vom Meteo News haben jetzt noch das Wetter für Sie parat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau Zeitung. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Heute mit einem hübschen Wolkenspiel nach den zum Teil heftigen Regenfällen von gestern über Heiligenschwende. Aktuell befindet sich unser Land zwischen einem Tief über Spanien und einem Trog über Nordeuropa in einer Nordwestströmung. So erreicht uns allmählich trockenere Luft. Das Tief über Spanien wird bis zum Wochenende von einem sich vom Atlantik nähernden Hochdruckrücken abgelöst. Und das Hoch, das bestimmt nachher dann unser Wetter. In Mittwoch starten wir im Flachland meist sonnig. Im Oberland sind neben der Sonne auch ein paar Quellwolken am Himmel zu sehen. Dazu erwarten wir am Morgen etwa 12 Grad in Bern und je 13 Grad in Thun und in Interlaken. Auch am Nachmittag bleibt die Sonne die Chefin am Himmel. Über dem Oberland entstehen weiterhin Quellwolken und mit einer schwachen Brise werden im Flachland bis zu 25 Grad erreicht. In Frutigen dort sind es rund 24 Grad und in Saanen 21 Grad. Am Donnerstag rechnen wir zuerst noch mit ziemlich sonnigem Wetter, dann nehmen die Wolken immer mehr zu und im Verlauf des Nachmittags steigt dann das Schaurisiko zuerst im Oberland, gegen den Abend dann auch im Flachland. In der Nacht auf den Freitag erwarten wir vor allem den Alpen entlang ein paar Regengüsse. Der Freitag selber wird nach ein paar Restwolken am Morgen recht sonnig und am Wochenende erwartet uns wunderbares und auch nicht allzu heißes Sommerwetter mit viel Sonnenschein. Und auch der Montag, der zeigt sich bis jetzt sehr freundlich. Ich wünsche Ihnen noch einen wundervollen Abend und einen tollen Tag morgen. Machen Sie es gut und bis gleich wieder. Ade miteinander.